Guten Abend allerseits. Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Heute ist ein Livestream für unsere Mitglieder. Ich begrüße euch ganz herzlich noch einmal. Und ich bin ein bisschen zu früh unterwegs da. Ich habe ein bisschen zu früh angefangen und darum tun wir schon ein bisschen zusammen chatten, zusammen reden. Ihr könnt mir ein bisschen schreiben, wie es euch geht, wer ihr seid, wo ihr wohnt, dass wir zusammen uns kennenlernen können. Und später, am 35., so wie im Programm festgesetzt, fangen wir an mit dem Begriff sich auf die Zopke machen. Also, da unten unter dem Livestream hat es auch einen Link. Wenn du möchtest dich einschreiben für unsere Schweizerdeutsch-Lektion, für VIP, für Mitglieder, dann könnt ihr, oder du kannst auf den Link gehen und dich einschreiben. Und ja, wenn du schon ganz fortgeschritten bist und du möchtest üben, mehr Schweizerdeutsch reden, mit anderen Leuten, die Schweizerdeutsch lernen und schon gut Schweizerdeutsch können, dann kannst du am Dienstagabend-Kurs mitmachen, am Dienstag am 9. Uhr habe ich auch einen Kurs und dafür musst du dich aber zuerst bei mir melden. Also auf swissgermanonline.com findest du Informationen dazu und kannst mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, hallo Olivia, hi. Es war ein guter Tag gewesen, sagst du. Du hast einen schönen Tag gehabt. Ja, wir hatten ganz interessantes Wetter gehabt bei uns. Es ist wieder Winter geworden. Es hat wieder geschneit, es hat gewindet. Und wir freuen uns, dass wir jetzt vielleicht dann bald wieder Zeit haben, in den Schnee zu gehen schlitteln oder andere Sachen machen. Hat es bei dir auch Schnee? Hat es bei dir heute geschneit? Genau, ich hatte einen schönen Tag gehabt, kannst du sagen. Ja. Hat's bei euch, also einen schönen Tag, meinst du, das Wetter war schön gewesen und die Sonne hat geschonen? Oder ja, Olivia? Oder meinst du, dass es einfach für dich ein schöner Tag war? Äh, ich hatte auch ganz einen schönen Tag gehabt, Olivia. Bei euch hat es auch ein bisschen geschneit. Ich hatte einen ganz schönen Tag gehabt. Heute am Nachmittag bin ich mit meinem Sohn meine Schwiegermutter besuchen, also seine Großmutter. Und das ist mein Schwiegervater. Und wir sind schon mehr als eine Woche nicht mehr bei ihnen gewesen. Also sie haben sich sehr gefreut, wo wir gekommen sind. Und wir haben zusammen einen Tee getrunken und haben miteinander geredet und haben es gut gehabt miteinander. Also das ist das Highlight vom heutigen Tag, dass wir haben können unsere Grosseltern besuchen. Ihr wisst vielleicht ja, mein Mann ist Pol und in Polen feiern wir am 21. und 22. Januar Großmutter- und Großvatertag. Also dann tut man speziell an die Grosseltern denken. Und man tut auch sie besuchen, ihnen Geschenke bringen und so. Du hast viel gefaulenzt, schreibst du, Olivia. Darum ist das ein guter Tag gewesen. Vielleicht hast du heute keine Schicht gehabt, hast nicht müssen arbeiten, hast frei gehabt und dann hast du Zeit gehabt zum Faulenzen. Vielleicht hast du Zeit gehabt zum Ausschlafen. Du hast am Morgen länger geschlafen und bis du ganz fit bist, bis du ausgeschlafen bist. Oder vielleicht bist du am Nachmittag ein bisschen abliegen. Oder ich weiß nicht, was du sonst noch gemacht hast in deiner Freizeit. Ich konnte heute Morgen nicht ausschlafen. Ich habe pünktlich am 8. Uhr angefangen zu arbeiten. Aber ich bin auch nicht so viel früher aufgestanden. Also, ja, Olivia, du kannst sagen, ich habe gefaulenzt oder ja, das ist richtig. Ich tue gerne faulenzen. Ich tue faulenzen, ja, ich weiss nicht. Tue ich gerne faulenzen? Ich tue mich gerne erholen. Ich tue mal gerne einfach absitzen und nachdenken und nicht viel machen. Aber ist das faulenzen?
Genau, am Morgen am 8 hatte ich schon die erste Lektion heute und, heute habe ich ein paar Lektionen gehabt. Also, es ist, 'n intensiver Morgen gewesen und dann nachher am Nachmittag habe ich mich mehr der Familie angenommen und dem Kochen und, eben einkaufen und Grosseltern besuchen. Was? Rumfurzen, Olivia? Tust du rumfurzen? Das ist sehr Slang. Also, Furzen ist ja, wenn der Gas rauskommt hinten da und dass es ein bisschen stinkt, das ist Furzen. Und, wenn jemand im Zeug rumfurzt, das heisst, er tut, vielleicht könnte ich sagen: „Ich bin in der Stadt rumgefurzt.“ Oder wenn zum Beispiel jemand so im Haus rumtigert und etwas sucht oder so, kann ich fragen: „Hey, was furzest so rum? Was suchst du eigentlich?“ Oder „Wieso bist du so rastlos?“ Ja. Olivia, du bist viel rumgefurzt. Das tut mir weniger sagen von sich. Ich bin viel rumgefurzt. Man tut mehr andere fragen: „Hey, was furzest so rum?“ Oder so, einfach da hin und her gehen und so rastlos sein. Rastlos sein. Rumtigern, genau, so wie ein Tiger im Käfig ein bisschen. Oh, hallo Terry. Ja, schön, dich kennenzulernen, genau. Du bist das erste Mal da. Woher bist du, Terry? Und wo wohnst du? Ja, ähm, Olivia, du kannst auch schreiben, woher bist du und wo wohnst du? Der Terry kennt dich noch nicht. Ich habe das, glaube ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Also du musst das sagen. Ähm, Das sieht sehr chinesisch aus, was dort geschrieben ist, Terry. Bist du ein Chines? Oder von jemand anders? Keine Ahnung. Ja, also mittlerweile ist es schon Zeit. Es ist, glaube ich, schon 35 oder 35 ist es. Also wir sind pünktlich, die abgemachte Zeit. Terry, du bist auch ganz pünktlich da gewesen. Und heute wollen wir darüber reden, was das heisst, sich auf die Socken machen. Ja, Socken, das sind ja, das ist das Kleidungsstück, das man an den Füßen trägt, oder? Socken. Also, du wohnst im Kanton Zug und du kommst aus China. Okay. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt zu Zug. Du fühlst dich wohl zu Zug. Also Socken, ich mache jetzt ein bisschen Gymnastik. Das sind meine Socken. Ich habe graue Socken heute. Meine Socken sind, ganz gute Socken. Meine Großmutter hat die gelismet, ja, oder meine Tante. 2 Personen in unserer Familie lismen Socken. Die eine ist meine Großmutter, aber die ist schon gestorben, und die andere ist meine Tante. Okay, das sind jetzt Socken, aber was heisst das, sich auf die Socken machen? Und vielleicht kannst du, Terry, ja uns sagen, ob man das auf Chinesisch auch so sagen kann. Gelismet, ja, wenn du Socken selber machen willst, dann ist es am besten, wenn sie du lismen. Du hast 2 Nadeln und so Wolle und du kannst, das lismen. Das ist auch gelismet, ja. Da hat's rechte Masche, linke Masche, das ist gelismet, aber sehr wahrscheinlich mit einer Maschine gelismet worden. Und, meine Tante, sie tut von Hand lismen, nicht mit Maschine. Also lismen ist auf Hochdeutsch stricken, to knit auf Englisch, genau. Das ist ganz ein eigenartiges schweizerdeutsches Wort. Lismen. Gut, aber was heisst das jetzt, sich auf die Socken machen? Zum Beispiel, ich habe so eine Situation, wir sind in den Bergen, wir tun vielleicht picknicken und es ist etwa 4, 5 oder es ist 3, 4 und dann merke ich, oh, das letzte Bändli fährt am 5
Und wenn wir möchten mit dem Bändli runterfahren, und dann, nicht zu Fuß alles runterlaufen, mit dem letzten Bändli runterfahren, dann nachher müssen wir uns jetzt auf die Socken machen, dass wir noch auf das Bändli mögen. Ja? Versteht ihr das? Ähm, Olivia, du liest mich manchmal. Ja, eigentlich würde ich theoretisch auch gerne lesen, aber ich mache es nicht. Es braucht ein bisschen Zeit. Und also, wir sind in den Bergen. Es ist, sagen wir, es ist 4 Uhr und am 5 Uhr fährt das letzte Bändli, zum Beispiel ein Gondelbändli oder ein Zahnradbändli oder ein Sessellift. Das letzte Bändli fährt ins Tal runter und wir sind am Picknicken und dann sage ich, oh, es ist 4 Uhr, wir müssen uns auf die Socken machen, sonst mögen wir nicht mehr aufs Bändli. Was heisst das? Versteht ihr das, wenn ich sage, wir müssen uns auf die Socken machen? Schreibt doch. Äh, oder zum Beispiel, wir sind am See und baden und ich sehe da, die Wolken, es gibt dunkle Wolken, die kommen, es fängt an winden und ich merke, das Wetter schlägt um, es kommt bald regnen. Und dann, ja, muss ich die Leute zusammentrommeln und sagen: «Hey, hey, Leute, wir müssen uns auf die Socken machen, sonst werden wir noch nass. Ja, sonst werden wir verregnet.» Das ist ein gutes, Beispiel. Du musst pressieren. Das heisst, du musst pressieren. Vor allem als erstes Mal heisst es, du musst losgehen. Du musst mal gehen. Ja? Du musst aufbrechen. Ja? Oder du musst, sich auf den Weg machen. Du musst dich auf den Weg machen. Aber es hat auch so ein bisschen die Konnotationen so ein bisschen von pressieren, vorwärts machen. Ja, ich muss mich auf die Socken machen. Ich muss ein bisschen pressieren. Ja. Also mal starten, mal anfangen. Also das heisst, du bist immer noch da, du bist am Picknicken, du hast noch nicht zusammengepackt oder so und ich muss jetzt mal gehen und ich muss ein bisschen pressieren. Wenn du am Wandern bist und dann merkst, es ist spät, dann kannst du nicht sagen: «Ich muss mich auf die Socken machen.» Dann gehst du einfach sagen: «Ja, wir müssen ein bisschen pressieren.» Aber der Start, das hat auch noch, die Idee vom Start dahinter, sich auf die Socken machen. Und zwar, kommt das scheinbar, laut Internet von einem latinischen Wort, das Soccus heisst. Und zwar, sehr wahrscheinlich ist unser Wort Socken von dem abgeleitet, aber das sind eigentlich Schuhe gsi. Früher sind das so Schlüpfschuhe gsi, Schuhe, wo man schnell hat können reinschlüpfen und auch, ich glaube, die Frauen mehr angehatten haben. Ähm, aber, das kommt von dem. Also, ich muss meine Schuhe anziehen und gehen. So in dem Sinn. Ich muss mich auf die Socken machen. Muss Colli eilen, schnell. Genau. Pressieren heisst sich beeilen. Pressieren. Ich muss pressieren. Also ein bisschen. Ich muss ein bisschen pressieren. Nicht ganz viel, ja, nicht extrem pressieren, aber ein bisschen. So wie klein und gross kann klein auch bedeuten ein bisschen, nicht viel, ein bisschen. Ja. Genau, ich muss ein bisschen pressieren oder ich muss mal vor allem mal losgehen und vorwärts machen. Und, ich kann nicht, es ist ein anderes schönes Wort, ich kann nicht temperlen. Temperlen ist, wenn jemand ganz langsam macht und so tut Zeit schinden, tut Zeit vergehen. Und wenn wir zum Beispiel meine Kinder, wenn sie nicht haben wollen in die Schule gehen am Morgen, dann haben sie gerne temperlet. Und sie haben ihre Sachen gesucht und sie haben noch etwas müssen essen und sie haben noch aufs WC müssen und sie haben noch die Hände gewaschen und alles ganz langsam.
Nicht so schnell. Ja. Und ich als Mutter, ich wollte schnell, schnell vorwärts, hopp, hopp, hopp. Wir müssen uns auf die Socken machen, wir müssen pressieren, wir müssen in die Schule fährt bald an. Und sie sind ganz lustig, langsam und temperlen. Ja, wenn du schaffst, beim Arbeiten kannst du manchmal auch temperlen, dann lässt du dich ablenken, dann schaust du vielleicht noch YouTube-Film oder irgend so und du machst nicht vorwärts. Es geht nicht vorwärts, du tust temperlen. Äh, Olivia, du kannst sagen, «Oh, es ist 11 Uhr, ich muss mich auf die Socken machen und heim gehen kochen.» Also, auf die Socken machen hat schon noch etwas mit einem Weg zu tun. Also, du kannst nicht sagen: «Ich muss mich auf die Socken machen», wenn du schon daheim bist. Du kannst sagen: «Ich muss mich ans Kochen machen. Ich muss einfach kochen.» Ja? Aber auf sich auf die Socken machen, das hat schon noch mit Schuhe anziehen zu tun und rausgehen und unterwegs sein und sich auf den Weg machen. Ja? Nicht nur pressieren. Mhm. Olivia ist schon lange mit uns zusammen. Sie tut flüssig Schweizerdeutsch lernen, Terry, ja. Olivia, es heisst nicht Tammerle, es heisst Temperle. Temperle, von Tempus, von Zeit. Ja. Gut. Oder zum Beispiel, wenn du irgend aus einem Grund auf den Zug oder auf den Bus musst gehen, dann kannst du auch sagen: «Ups, ich muss mich auf die Socken machen.» Das heisst, ich muss jetzt gehen. Ja, sonst verpasse ich den Bus oder wenn du rechtzeitig jemand musst sein. Oder wenn du mit jemandem abgemacht hast und du bist noch daheim oder dann nachher kannst du auch sagen: «Oh, ich muss mich auf die Socken machen, ich muss gehen, ich muss losgehen. Ich habe noch mit jemandem abgemacht oder ich muss auf den Zug.» Ja? Ich glaube, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, vielleicht könnt ihr noch ein Beispiel schreiben, wo man könnte das brauchen. Ich muss mich auf die Socken machen. Und das Zweite, vielleicht, wo man noch anschauen könnte, ein bisschen, wo eine ähnliche Bedeutung hat, aber eben nicht ganz gleich, das ist sich aus dem Staub machen. Staub. Staub, das ist, wenn du ein Möbel so anlängst mit dem Finger und dann da so graue Partikel drauf sind, dann ist das Staub. Ja? Mein Pult ist sauber, meins ist nicht staubig. Ja? Aber wenn du dich aus dem Staub machst, ist es vielleicht so, dass du so schnell davor rennst, dass nur noch Staub übrig bleibt. Ja? Sich aus dem Staub machen. Ich habe noch eine Idee. Jetzt kommt mit dem schnell wegrennen. Das kann auch sein, zum Beispiel ein Hase, der schnell wegrennt, wenn der Jäger kommt und der Jäger will den Hase erschiessen, so den Hase mit den langen Ohren. Genau, dann nachher macht sich der Hase sehr schnell aus dem Staub und er rennt ganz schnell davon. Ja? Er macht sich auf die Socken, könnte man auch sagen. Staub, genau. Staub, Terry, auf Englisch ist das Dust. Also wenn du zum Beispiel der Fotoapparat sehr lang da steht, dann kannst du da schauen, ob etwas auf dem Finger bleibt und sagst, das ist staubig, der hat Staub. Der Fotoapparat ist jetzt ein altes Modell, aber er ist nicht staubig. Also, ja, und der Hase, der kann sich aus dem Staub machen. Hoffentlich kann er sein Leben retten und sich schnell aus dem Staub machen, wenn der Jäger kommt und ihn schiessen will. Ja, die Jäger, die gehen in den Wald und die Tiere erschiessen, zum Beispiel Hirsche oder Wildseu oder Füchse. Ja. Nein, Füchse darf man nicht schiessen, glaube ich.
Mhm. Genau, Olivia, du hast Staub nicht so gern. Das hat man nicht so gern im Büro, aber immer ab und zu wieder, alle Woche oder alle 2 Wochen oder so, muss man die Sachen abstauben. Das Pult abstauben, man muss den Boden putzen, man muss Bücher abstauben und Sachen abstauben, weil es dreckig wird mit der Zeit. Ja, also und der Hase, die Pfoten, die der Hase hat, also ich habe Hände und Häsli, viele Tiere haben Pfoten. Und diesen Pfoten sagen die Jäger auch Socken. Also Hasenpfoten, das sind auch Socken. Also wenn die Hasen davon springen, dann machen sie sich im wahrsten Sinn vom Wort auf die Socken. Also sie davon springen. Olivia, du tust jede Woche abstauben, ja. Das ist sehr gut und vor allem für Leute, die eine Stauballergie haben, ist das sehr wichtig, dass man regelmäßig abstauben. Und dann, wenn du dich also aus dem Staub machst, ist, wenn du schnell verschwindest. Das ist ein bisschen anders. Sich auf die Socken machen, das heisst auf den Weg gehen, ja? Sich auf den Weg machen, losgehen, ja? Und sich aus dem Staub machen heisst schnell verschwinden. Ich mache mich aus dem Staub. Ich bin nicht mehr da. Okay. Das heisst so abhauen oder davonlaufen, verschwinden, ja, verduften kann man auch sagen. Und zwar zum Beispiel, wenn die Kind wenn die Kinder mit dem Ball spielen und plum, eine Scheibe geht kaputt, ein Fenster war dort gsi und die Scheibe ist kaputt und dann nachher kann es sein, dass dann sich alle Kinder aus dem Staub machen. Und du kommst, dein Fenster ist kaputt, schaust raus und es ist niemand mehr da. Alle haben sich aus dem Staub gemacht. Ja, das ist nicht so gut. Ja, eigentlich sollte man dort bleiben und Entschuldigung sagen und das wieder gut machen. Genau, Olivia, sich aus dem Staub machen. Oder zum Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau eine Beziehung haben, sie sind zusammen und dann plötzlich wird die Frau schwanger. Die Frau kommt ein Baby über, sie kommt einen grossen Bauch über, ja. Und dann sollte sich der Mann nicht einfach aus dem Staub machen. Ja, das ist nicht gut. Es gibt manchmal Männer, die Angst haben, oh, ein Baby kommt, ich werde Vater. Und dann machen sie sich aus dem Staub. Ja, aber richtige Männer, die bleiben da. Ja, auch wenn sie Angst haben. Und sie machen sich nicht aus dem Staub. Und sie helfen der Frau helfen und sie unterstützen. Also aus dem Staub machen ist nicht immer gut. Oder zum Beispiel daheim, wenn ich zum Beispiel am Samstag sage, okay, jetzt tun wir das Haus aufräumen, kommen alle. Und dann plötzlich sind keine Kinder mehr da. Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Ich muss fischen, ich habe mit meinem Freund abgemacht, ich muss zum Großmami gehen oder so. Alle haben etwas los und sie machen sich aus dem Staub. Genau, Terry, wenn deine Chefin wütig ist, dann machst du die lieber aus dem Staub, verschwindest ein bisschen, bis sie wieder ein bisschen oben runterkommt und wieder alles, bis sie nicht mehr so emotional ist. Und dann kannst du die wieder zeigen, ja. Aber vielleicht musst du die dann für ein Zeitchen aus dem Staub machen. Ja. Manchmal ist es gut, sich zu verschwinden ein bisschen. Vielleicht in dieser Situation, Terry, ist das ganz gut, wenn du dich mindestens für ein Zeitchen aus dem Staub machst. Ja. Genau. Also, das ist es eigentlich für heute.
wir haben über 2 Redewendungen geredet. Das sind Redewendungen, so, die bildlich etwas zeigen. Das eine ist sich auf die Socken machen, also sich aufmachen, aufstehen und losgehen. Also das ist mit dem Akzent auf das sich auf den Weg machen, aufbrechen. Auch ein bisschen mit dem Sinn, dass man muss ein bisschen pressieren muss, dass man nicht mehr so lange Zeit hat. Ja, dass man nicht temperlen sollte. Und das Zweite war, sich aus dem Staub machen. Das heisst, wenn man einfach so verschwindet. Alles, was noch bleibt, ist ein Staubwolke und ich bin nicht mehr da. Also, ich habe mich ganz, ganz schnell auf die Socken gemacht und bin verschwunden. Das ist sich aus dem Staub machen. Genau, Olivia. Ich muss mich jetzt auf die Socken machen. Ich gehe noch posten und schon bald sind die Läden zu. Schon bald machen sie zu. Olivia, deine Mann macht sich manchmal aus dem Staub. Ich glaube, meine Mann macht sich manchmal auch aus dem Staub. Vor allem, wenn er merkt, dass daheim so eine Atmosphäre ist, wo vielleicht konfliktgeladen ist oder so, dann macht sich meine Mann gerne aus dem Staub. Und er wartet, bis der Sturm vorbei ist. Ja. Gut. Ja, so viel von mir für heute. Und ich danke euch fürs Mitmachen. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitreden. Terry, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Liebe Grüße auf Zug. Und jetzt wollte ich etwas Chinesisches sagen. Aber ich habe es vergessen. Naja, ich wollte Tschüss sagen auf Chinesisch. Irgendwann habe ich es können. Aber ich habe es vergessen. Naja, ich muss es wieder üben. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen. Tschüss Olivia, tschüss Terry, tschüss den anderen, die uns zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin noch einmal zurück. Mir ist Sinn gekommen, wenn ihr möchtet an unseren Schweizerdeutsch-Lektionen teilnehmen, könnt ihr euch gratis einschreiben auf dem Link da unten. Das ist 1 Monat lang gratis. Saijan. Auf Wiedersehen. Sayonara, Olivia, das tönt japanisch. Ciao, Saijan. Okay, super. Und wenn ihr möchtet, wenn ihr fortgeschritten sind und schon gut Schweizerdeutsch versteht, sehr gut versteht und schon recht gut redet, dann könnt ihr auch euch einschreiben für meinen Dienstagsclub. Und da tun wir regelmässig verschiedene Themen diskutieren. Das ist so eine Gesprächswerkstatt. Da könnt ihr euch auch melden bei mir. Ich möchte dann einfach zuerst mit euch reden und euch ein bisschen kennenlernen. Also, denkt dran, Schweizerdeutsch zu üben, bleibt am Ball. Das kommt schon. Es klingt vielleicht schwierig, aber es ist machbar. Ja. Macht's gut. Tschüss zusammen. Es war interessant, hat mich gefreut. Ja, danke, Olivia. Saijan. Saijan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Macht's gut. Tschüss zusammen.